Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Lust, die Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, das geht ganz einfach mit so einer Spiegelkachel, die man im Baumarkt bekommt. Wenn man die hier so vor die Nasenspitze hält, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und entdeckt vielleicht manches, was man so vorher gar nicht gesehen hätte. Allerdings sollte man sicherheitshalber das Ganze besser hier im Wald ausprobieren, vor allem wenn man dabei nicht stehen bleibt, sondern mal versucht zu laufen. Der Blick in die Baumwipfel, der lohnt sich sowieso. Wenn das jetzt mit der Spiegelkachel nicht so ihr Ding ist, hätte ich aber auch noch einen anderen Vorschlag, wie Sie das mit dem die Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, auch tun können. Lesen Sie sich mal in aller Ruhe die Weihnachtsgeschichte durch. Da steht ganz viel drüber drin, aus welcher Perspektive Gott unsere Welt und uns Menschen sieht. Da steht drin, dass Gott für Friede auf Erden nicht auf Macht und Stärke setzt, sondern auf ein kleines, schwaches Kind, das die Herzen verändern will. Da ist sozialer Status zum Beispiel nicht das, was zählt, sondern spielen die kleinen Leute, ein einfacher Zimmermann und seine Frau und hergelaufene Hirten auf einmal die Hauptrolle. Da ist Gott nicht irgendwo im Himmel, sondern kommt mitten hinein in unseren Alltag mit allen Sorgen und Nöten, um den zu teilen. Ganz schön viele neue Perspektiven, finde ich. Vielleicht fast schon so verwirrend, wie wenn man mit einer Spiegelkachel unter der Nase durch den Wald läuft. Wobei auf die Nase fallen kann man mit der Weihnachtsgeschichte sicher nicht. Höchstens auf heilsame Art ins Stolpern kommen, wenn man sonst auf ausgetretenen Pfaden der Menge hinterherläuft. Probieren Sie es doch selbst mal aus. Ich wünsche Ihnen spannende Entdeckungen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.